deine Antworten, die du bekommst bei so einer Verhandlung, egal ob das jetzt eine größere Firma ist oder eine kleinere Firma, kann halt sehr anders aussehen, je nachdem, wie viel Konsum du hast. Ein einfaches Beispiel, das könnte jetzt sein, jemand, der da zuschaut, ist bei 5000 monatlichen Hörern auf den Streaming-Plattformen und die Antworten, die du dort bekommst, für die gleichen Songs, die du rein würdest geben. Sagen wir hypothetisch, du hättest die gleichen Songs mit 5000 monatlichen Hörern oder du hast irgendwann einmal 60'000 monatliche Hörer oder bist auf einem Level 60, 70, 80'000 monatliche Hörer, gehst mit den exakt gleichen Songs, gehst nachher wieder an den Verhandlungstisch. Kann das sein, dass allein wegen dem Konsumunterschied deine Verhandlungsbasis offensichtlich wird die völlig anders sein, aber auch die Antworten, die du bekommst oder auf gewisse Fragen, die du stellst, können auch komplett andere sein. Ich habe auch beobachtet, öfters mal, dass so ein bisschen der Satz nachplappert würde, ja weißt, deine ersten Deals sind immer schlecht, wenn du jetzt mit einer grösseren Firma etwas würdest zu tun haben. Und ich weiss auch nicht dort wiederum in meinem Kopf so wichtig, weiss ich auch nicht, wie viel von dem einfach Propaganda ist, wo irgendwie gestreut worden ist von der Musikindustrie oder von irgendwelchen schlauen Köpfen, die dort irgendwann mal gefunden haben, es wäre doch gut, wenn wir den Narrativ da draussen streuen würden, dass sich die Artists alle ein bisschen daran gewöhnen, dass deine ersten Deals, die du hast, alle völlig verschissen sind, auf gut Deutsch gesagt, und alle sehr schlecht werden sein. Und dass man sich dann schon psychologisch darauf einstellt und das einfacher auch akzeptiert, allenfalls bei so einer Verhandlung. Also das sind so ein bisschen meine Gedanken dort, meine persönlichen Gedanken. Ich habe nicht das Gefühl, dass das immer so schwarz oder weiß kann sein, dass halt immer, wenn du jetzt als Newcomer etwas verhandeln wirst, dass du musst damit rechnen, dass du einen schlechten Deal bekommst oder so. Aber dort sind sehr viele Dynamiken, spielen dort mit rein, wo mir jetzt spontan einfallen. Eine grosse Dynamik ist auch, dass Leute, die halt nie Cash hatten oder nicht viel Geld hatten, dass die vielleicht auch schneller Ja sagen zu schlechten Geschäftskonditionen als Leute, die vielleicht den Zeitdruck nicht haben und sich sagen, ja gut, ich kann es auch noch mal ein Jahr oder 2 Jahre aushalten, indem ich einfach weiter release für mich selber und dann schaue ich, wie die Vertragskonditionen in 2 Jahren aussehen. Dort bin ich dann an einem anderen Punkt und dann gehe ich nochmal in so Vertragsverhandlungen rein.